SRF 3 Fokus mit der Judith Wernli. Und mit dem Max Way, 44, der seit über 20 Jahren zur Schweizer Musikszene gehört. Und sagt: Ich hatte eigentlich immer ein Gefühl, wo ich hin oder was ich machen will. So. Ich habe immer gewusst, ich will Musiker werden. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Musik mache, bin ich mit dem Himmel ein bisschen näher verbunden. So. Wir sind doch auch nur das Mensch, Knochen und Fleisch, das Herz verschlägt, Seelen und Geist. So kennen wir den Max Way aus den letzten Jahren. Und diesen Herbst kommt jetzt ein neues Album raus. Und der Song, den wir schon im Ohr haben ab dem Album, das ist «Why». Klar, Musik ist ein wichtiger Teil im Leben von Max Way. Ich habe ihn aber vor allem darum eingeladen in Fokus, weil ich herausfinden möchte, was treibt ihn an? Wie fest prägt ihn das Leben zwischen zwei Kulturen, also zwischen Brasilien, wo seine Mami herkommt, und der Heimat von seinem Papi, der Schweiz? Was ist Musik für ihn heute und auf was freut er sich besonders das Jahr? Und zuerst hat mich gerade mal Wunder genommen, wie er so die Übergangszeit erlebt. Also die letzten Tage vom alten Jahr und jetzt so die ersten vom neuen. Ich werde immer ein bisschen nachdenklich. Also über Weihnachten, Neujahr werde ich ein bisschen nachdenklich. Das Wetter hilft ja meistens jetzt auch nicht mit, dass man der frohen Naturteil in einem so ein bisschen gefördert wird. Und es ist so ein bisschen Zeit, nach einer ein bisschen strengen Zeit, macht einem ein bisschen melancholisch, auch der Max Way. Wobei, ich muss dir sagen, ich habe dich in Fokus eingeladen, der erste vom Jahr, weil ich denke, deine Lebensfreude, deine Leichtigkeit, die tut einfach extrem gut. Macht das jetzt gerade ein bisschen Druck? Ich will mal sagen, die erste Enttäuschung haben wir nach 30 Sekunden Gespräch schon eingeholt. Hey, nein, aber ich will damit nur sagen, und das ist etwas, was ich ein bisschen lernen musste. Und zwar war das ein Teil vom letzten Jahr, dass ich gemerkt habe, ich bin gerne lebensfroh, ich bin gerne farbig, ich bin gerne bunt, ich finde, das Leben ist kurz und wir müssen irgendwie das Beste daraus machen. Und darum hat für mich Glück und Glückseligkeit und Fröhlichkeit immer einen hohen Platz in meinem Leben. So. Und Traurigkeit habe ich immer ein bisschen schlecht gewertet. So. Und habe aber gemerkt, es ist so viel besser, wenn so die melancholischen Momente wertungsfrei sind. So alles im Leben ein bisschen wertungsfreier ist. So. Und man das besser annehmen kann. Und ich arbeite an dem, und dann bin ich schon bei deiner ersten Frage nochmal, ich arbeite an dem, dass ich melancholische Momente weniger werten tue und sie mehr einfach annehme und denke, okay, die sind jetzt da und das ist okay so. Was war denn der Auslöser für das? Und auch vor allem, dass du gemerkt hast, es tut mir gut, diese Momente zuzulassen? Ja, zum einen ist natürlich ein Teil von meiner Geschichte oder so wie jeder Mensch seine eigene Geschichte hat, wo man immer wieder, wo man ja auch innerhalb von einer Familie oder so immer auch eine gewisse Rolle spielt. Und ich glaube, ich habe immer ein bisschen die Rolle auch vom Hofnarr und von dem, wo geschaut hat, dass ich schon als kleiner Bub sehr sensitiv war und ich gemerkt, wenn die Stimmung ein bisschen schwappt, so, dann weiss ich, welche Knöpfe dass ich drücken muss, dass die Stimmung wieder aufkommt. So. Und das verfestigt sich. Man hat so gewisse Bilder, die man hat von sich und vom Leben. Und ich glaube, das nimmt man auf jeden Fall mit. Und man nimmt es auch mit ins Erwachsenenalter. Und dann irgendwann einmal, wenn man sich ein bisschen mehr reflektiert und mit sich auseinandersetzt, merkt man, okay, vielleicht gibt es gewisse Korrekturpunkte, die man annehmen kann. So. Und ich glaube, ich bin in einem guten Alter, um noch gewisse Richtungen anders einzuschlagen, als ich sie bis jetzt gemacht habe. Mhm. Also du bist 44 und gleich in einem Interview, das ist schon ein bisschen länger her, hast du auch mal gesagt, du siehst es eine Art wie als deine Aufgabe auch, die Leichtigkeit quasi in die Welt zu bringen. Ich finde als Musiker auf jeden Fall. Und ich glaube, man ist einfach so, wie man ist. So, und es ist witzig. Ich habe vor ganz, ganz langer Zeit mal ein Gespräch gehabt mit dem DJ Bobo,
wo so gesagt hat, weisst, wenn ich einen Fernseher aus dem Hotelzimmer rausrühre, das war noch so eine Zeit, wo so Rockbands so Fernseher aus dem Rock, weil heute ist es so ein Flatscreen, heute hat das ja keine Wirkung mehr, aber damals waren es so viereckige Schachteln gewesen. Und dann hast du die so rausgerührt. So. Und dann hat er gesagt, wenn ich einen Fernseher aus dem Hotelzimmer rausrühren, dann würden mir die Leute sagen, ja, der arme Bobo, jetzt ist dem noch ein Fernseher aus dem Hotelzimmer rausgefallen. So. Und das sagt eigentlich nichts anderes, als du bist ein bisschen das, was du einfach bist. Und du kannst es, glaube ich, gar nicht so fest steuern. Das ist das, was du ausstrahlst. Und ich glaube, wenn mein Teil ist wirklich für Leichtigkeit, so zumindest auch meine Konzerte für Leichtigkeit sorgen. Und das funktioniert aber auch nur, und das ist meine zweite Erkenntnis, wenn du viel Tiefe und viel Melancholie gleichzeitig auch zulässt. Also du brauchst irgendwie die Fallhöhe, dass das eine mit dem anderen geht. Und ich glaube, was ich gemacht habe in den letzten Jahren, sind beides an beidem ein bisschen geschraubt, dass beides ein bisschen extremer wird. So. Also die Leichtigkeit zum einen, in den Songs spürbarer und tanzbarer, das ist sehr ein rhythmisches Element bei mir häufig. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch das zugelassen, dass ehrlichere und traurigere und melancholischere Momente irgendwie auch drin sind. Und die Paarung, finde ich, macht es aus. Unbedingt. Aber du bist natürlich aufgewachsen mit einer brasilianischen Mami. Du hast es vorher schon gesagt, das hat dich natürlich logischerweise auch geprägt. Inwiefern ist denn das jetzt für dich, dass du denkst, vielleicht bin ich gar nicht immer nur der Fröhliche gewesen früher. Vielleicht habe ich eben auch ein bisschen eine Rolle übernommen. Vielleicht auch, weil du auch anders bist. Also weißt, ist das auch etwas, wo du vielleicht jetzt im letzten Jahr darüber nachgedacht hast? Also was war zuerst gewesen, welches von beidem? Ja, zum einen, ich glaube, ich bin einfach vieles. So, das ist vielleicht, glaube ich, der Punkt, oder? Und als öffentliche Person wirst du natürlich immer auch in gewissen Schubladen auch ein bisschen versorgt. Das ist etwas, was wir automatisch machen. Jeder von uns versorgt. Und lustigerweise hat es einen Moment gegeben, wo ich mich auch dagegen gewehrt habe. Ich wollte nicht einfach so gesehen werden. Und jetzt bin ich aber an einem Punkt, wo ich so akzeptiere, dass vieles dürfen sein. So, also zum einen stehe ich für die Rhythmik und für die brasilianische Lebensfreude und der Teil. Und auf der anderen Seite darf es genauso melancholisch und traurig sein. Und ich lasse, und das war letztes Jahr ganz extrem, weil ich einen Song geschrieben habe, der so persönlich war wie noch nie ein Song vorher, wo ich die Leute noch näher an mich heranlasse. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und ein wichtiger Aspekt, dass man keinen Widerstand gibt. Und jetzt bin ich am Punkt. Ich glaube, Widerstand geben ist das ist auf jeden Fall die falsche Energie. Also so, man akzeptiert, man nimmt an, man korrigiert manchmal im Leben, man lässt etwas mehr Raum, aber Widerstand geben ist das Einzige, was ich gemerkt habe, das funktioniert auf keinen Fall. Du hast gesagt, du hast einen sehr persönlichen Song geschrieben. Ist der schon draussen? Also kennen wir den schon? Nein, ist noch nicht draussen. Kommt im Frühling. Ist im Rahmen von «Sing mein Song» entstanden, wo wir ja schon aufgezeichnet haben. Und ich habe zum ersten Mal so einen Song gemacht, wo ich nicht genau gewusst habe, hey, kann er singen oder kann er nicht singen? Es hat mit dem Verlust von meinem Bruder zu tun. Und es war irgendwie interessant, das so oft zu machen, dass es irgendwann mal geht. Also so nach dem Schema, Zeit heilt alle Wunden. Und es hat etwas, dass man sich, wenn man sich mit etwas konfrontiert und etwas annimmt, so dass es dann je länger und je geübter dass man wird, je erträglicher wird. Also dein Bruder, der Dani, ist mit 24 vor 4 Jahren gestorben, tödlichen Unfall gehabt. Wie war denn das für dich, dich so verletzlich zu zeigen in so einem Song? Ich hatte ehrlich gesagt immer ein bisschen Angst gehabt, mich so verletzlich zu zeigen. Also ich glaube, ich habe immer ganz klar auch einen gewissen Schnitt gemacht gehabt. Und in der Kunst ist das immer dankbar, weil du springst immer zwischen der Wahrheit und Fiktion. Du hast immer den Raum oder das Vakuum, wo du dich drin kannst bewegen, wo nicht ganz klar ist das so oder ist das nicht so. Und jetzt in diesem Fall ist es wie erkenntlich oder ganz klar erkenntlich, was ist und was nicht war. Und so weit zu gehen, dass ich auf das Vakuum verzichte, das ist schon so eines der ersten Mal.
Und dann hat man Schiss gemacht. Am Anfang hat es mir wahnsinnig fest Schiss gemacht und je länger, je mehr habe ich gemerkt, okay, aber es ist ein Zugang, den man hat zu Menschen, wo nicht selbstverständlich ist und wo man mit Musik wie kann erreichen kann. Und wo man, glaube ich, genug parat muss sein als Mensch, dass man es so weit zulässt. Also ein Song, wo ihr das auch schon ein Stück weit hatte, wo auch wahnsinnig viele Leute berührt hat, gerade auch wenn man gespürt hat, da ist nicht nur die Leichtigkeit drin, sondern eben auch ein Stück Trauer, ist sicher «The Way Back Home», wo es darum geht, deine Mami, die mit 21 in die Schweiz gekommen ist, immer auch ein bisschen das Heimweh hatte nach der Heimat. Wie war das für dich? Das hat natürlich super fest geprägt. Und «The Way Back Home» ist einer von diesen Songs, wo das eben, ich glaube, so in Perfektion in sich trägt. Zum einen hat er die lüpfige Gitarren und die Melodie, die einem so verträumt und leicht durch etwas durchträgt. Und auf der anderen Seite ist der Text, der heißt «The way back home is never too long». Und das Wort «Saudade» beschreibt, wo eine Art Weltschmerz und Fernweh und Heimweh miteinander verbindet. Etwas so bitter-Süßes. Und das ist, glaube ich, einer von diesen Songs, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass wenn ich den singe oder wenn wir den spielen auf der Bühne, dass Leute brüllen so oder berührt sind. So. Und das Gefühl sehr wahrscheinlich, das ich erlebt habe als junger Mensch und als Kind und immer auch ein Teil von dem Schmerz war, ist natürlich mittragen im Song und die Leute irgendwie das gar nicht per se verstehen sprachlich, weil die Hälfte ist ja Portugiesisch gesungen. Und sie aber trotzdem gespürt, was ich irgendwie auch spüre in diesem Moment. Komm, wir hören das schnell. The way back home is never too long. The way back home is never. Das ist jetzt die englische Version. Marc, ich mag mich noch erinnern, ich weiss nicht, ob du das auch noch weißt, ich kenne ja deine Mami auch ganz bisschen, also ich durfte kennenlernen im 2003. Dazu hat man mir gesagt, von der Plattenfirma eine Einladung, musst unbedingt kommen auf Männedorf, dort ist das nächste grosse Ding. Der hat in Deutschland gesigned, Max Wey heisst er, und dann haben wir bei euch auf der Terrasse quasi, deine Mami hat gekocht, ich weiss nicht mehr genau was. Ich weiss nur, wir sind nachher zum FC Männedorf, dort hast du, also ich weiss nicht, ob du selber auch mal geshootet hast, aber dein Grossvater ist irgendwie Ehrenmitglied, also wir sind ganz eng mit dem Fußballclub. Dein erste grosse Konzert, so haben wir das gesagt. Magst du dich erinnern an das? Ich weiss es noch ganz genau. Ich weiss sogar, wer mich angesagt hat. Judith Wendli hat mich angesagt. Ich kann mich noch mega genau erinnern. Es war das erste Konzert in der Schweiz. Muss vielleicht schnell sagen, ich hatte ein Signing in Deutschland. Ich habe mich in der Schweiz versucht zu bewerben bei all diesen Plattenfirmen, die es in der Schweiz gibt. Und bin aber nie unter Vertrag genommen worden und als nächster Schritt dann auf Deutschland gegangen. Und dort hat es ein Label gegeben, das mich unter Vertrag genommen hat, BMG, und bin dann nachher eigentlich als deutscher Act in die Schweiz gekommen. Und das war das erste Konzert in meiner Heimat. Ich habe dort geshootet und so weiter, in das grosse Zelt. Und zum ersten Mal eigentlich wirklich «Way Back Home» gekommen und das erste Konzert in der Schweiz. Also weißt, ist das etwas, was so wie dir drin ist, wo du in dem Moment irgendwie gedacht hast, ich habe alles richtig gemacht, das ist mein Weg? Oder war das schon viel früher gewesen? Du bist ja schon mit 4 auf der Bühne gestanden, mit brasilianischen Volksliedern. Also du hast das total natürlich mitbekommen. Beide Eltern sehr musikalisch. Magst du erinnern, was war so der Moment, wo du gewusst hast, das ist mein Weg? Hey, ich kann es nicht als einen Moment betiteln, sondern und ich glaube, ich hatte einen anderen Trick auf die andere Seite. Ich habe Niederlagen nie so ernst genommen. Ich glaube, das war mein viel grösserer Trick in meiner Karriere. So. Und es hat ein paar Niederlagen gegeben, wo Sachen nicht so funktioniert haben, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie sich das eine Plattenfirma vorgestellt hat. Und so. Und ich habe das irgendwie immer ein bisschen auf die Seite geschoben und habe es nicht ganz für voll genommen. Und dann immer weitergemacht. Und ich glaube, dass das der viel grössere Trick war, als so mir zu vorstellen, wo ich eines Tages wird sein. Das war viel mehr so gewesen. Ich mache einfach und schaue mal, was passiert. Also was heisst Niederlage in dem Moment? Hey, ich meine, ich bin als deutscher Release mit einem unfassbaren Budget
so ein bisschen ein Ziehsohn gsi, vom Thomas Stein, so in der Plattenindustrie ein wahnsinnig grosse Persönlichkeit. So. Und wo dann die Leute, wo damals Chefs waren, nicht mehr Chefs waren und ich als Ziehsohn mit viel Budget, wo man ausgegeben hat für mich, dort reingerutscht bin so, und die weg sind, dann nimmt der nächste Chef den Sprössling nicht einfach mit. So. Also, das sind so also Plattenindustrie-Sachen, wo ich dann sehr schnell gecheckt habe, okay, du gehörst entweder ins eine oder andere Lager, und wenn es an ein Lager geht, dann nimmt man nicht so Altlasten mit. So. Und das sind so Sachen, die ich zuerst mal lernen musste. Einer von meinen ersten Manager, die es mir aufdrucken wollten, war der Lou Pearlman. Der hat so Backstreet Boys und NSYNC und so. Und dann bin ich auf Amerika übergeflogen worden und man hat mich so hat gesagt, so, das ist der nächste internationale Star und so. Und dann habe ich aber irgendwann einmal gecheckt, der Typ ist mir zu dubios, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten. Und dann bin ich als anfangs 20-Jähriger zurück und auf Deutschland und habe gesagt, hey, meine Liebe, ich weiss, sie würde gerne, dass ich mich mit ihm so zusammentue und dass er mich managt, aber das will ich nicht, ich traue ihm nicht. So. Hey, und dann ist er richtig, da hat wirklich das Dach brennt. Die haben so gedacht, ist der eigentlich wahnsinnig? Was hat das Gefühl, wer der ist? Und ich habe viele Jahre später total recht gehabt, weil der Lou Pearlman ist irgendwie verhaftet worden, weil er viele Leute beschissen hat und so weiter. So. Und ich bin dem Instinkt nach, egal wer was gesagt hat, ich habe einfach gefunden, ich mache das, was ich irgendwie spüre. Also woher kommt, ist es ein reines Bauchgefühl gewesen? Ich meine, du hast von dem geträumt, ja sicher, auch von der ganz, ganz grossen internationalen Karriere. Bist so nah dran gewesen und dann zu sagen, nein, mit dem nicht. Hey, ja, weil ich irgendwie, du hast ja nicht viel, als ganz junger Mensch hast du nicht vieles, wo du dich drauf kannst verlassen, weil du hast keinen Erfahrungswert. Es ist eine Welt, die wahnsinnig glitzert und strahlt und gegen aussen irgendwie alles goldig erscheint. Und das Einzige, was du wirklich hast, ist ein inneres Bauchgefühl. Und das habe ich, seit ich ganz, ganz klein bin. Und ich habe dem irgendwie getraut, weil ich gefunden habe, es ist das Einzige, wo ich mich drauf verlassen kann. Und ich glaube, ich kann mich selten daran erinnern, dass ich irgendwie enttäuscht worden wäre. Vor allem in diesem Fall war es wie so klar gewesen, irgendwie, das ist schräg, irgendetwas ist schräg. Und es zeigt ja auch, also dein Manager ist da, also der Hugo ist schon sehr lange an deiner Seite. Allgemein, dein Umfeld ist so, bist so sehr gut behütet oder schaust eben gut für das. Du hast auf der Bühne deine Schwester Carmen, die ja selber auch ein ganz schönes Musikprojekt hat mit Tante Carmen, mit den Kindern eher. Wie wichtig ist das für dich, dass mit deiner Frau bist du schon sehr lange zusammen, wie wichtig ist dir das, dass die Leute einfach so bei dir sind? Mir ist es sehr wichtig, Family zu bilden. Und jetzt ist es lustig, es sind jetzt gerade auch so, was wichtig ist, dass man aber auch Wandel zulässt. Vor allem, wenn man sehr gerne Harmonie hat. So. Und das ist der Teil, wo ich an mir wie ich muss immer schauen, dass es dann nicht zu bequem wird, so, weil man so ein harmonisches Gefühl hat. Und jetzt in dem Fall ist es lustig, weil der Hugo ist da und macht das jetzt zusammen mit seinem Sohn, der Janik. Also es sind so 2 Generationen, die jetzt irgendwie im Management sind. Meine Schwester musste ich ziehen lassen, wie sie Tante Carmen macht. Das unfassbar schönes Kinderprojekt, das sie macht. Und wo ich wie so gemerkt habe, hey, du musst den Fokus auf deine eigene Karriere setzen. Und nach über 15 Jahren, wo wir zusammen auf der Bühne waren, so, ist es wichtig, dass sie Platz und den Raum bekommt für ihr eigenes Projekt. Und das ist immer auch schmerzhaft, gerade wenn man gerne Harmonie und Family hat. So. Aber ja, ich gewöhne mich auch gerade daran, dass ich irgendwie all die Leute auch fliegen lasse, so, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Hey, komm, wir hören einen ersten Song von deinen Lieblingssongs. Ich habe ein paar parat. Entscheid du, welchen würdest du finden, passt jetzt gerade in dem Moment zum Gespräch? «People» ist einer von diesen Songs, die im letzten Jahr 2023 ich am meisten gehört habe. Und hat mir zumindest Spotify erklärt. Und es ist einer, wo ich irgendwie, keine Ahnung, der lullt einem so unglaublich schön ein. Nicht erzählen. Einfach reinhören.
I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? In bed, but my mind stay wandering, overthinking, but I'd rather be sleeping. Grab a drink, I need escape now. 247, I be in this state now, but I can no longer depend on it. I become my own sanity. I don't question my own sanity, waiting to be saved. But I'd rather be alone than to have fake friends. Check on me, well let them get to me. I'm just tired, not trying to be lazy, cause I got a lot that I've been dealing with. I know you understand, I know you I've been understand. drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Oh, Holy Father, they try to hold myself. As they make you no leave me deep. Oh, don't let go. 9 to 5, baby. I'm the one, say I'm the one, okay. Time to time, they check on me, baby. Once a while, cause I've been drinking more alcohol. So I don't give a fuck, cause I'm always by myself. I don't really need your help. Yes, I smoke weed, I can't find peace. I stay hungry, don't need much. See this vibe, oh, cannot force it, oh. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Lieblingsmusik von Mark Sway da im Studio. Du hast mir gerade gesagt, das hat dich auch ein bisschen inspiriert für das neue Album, ein Stück weit. Ja, die brasilianische Rhythmik oder die brasilianische Kultur und gerade der Ort, wo meine Mami herkommt, Salvador Bahia, ist ja sehr von dieser afroafrikanischen Musik geprägt. Und das ist etwas, wo mir wahnsinnig nachgeht und wo ich auch gemerkt habe, so, kommt in der populären Musik wie viel mehr Raum über. Also die ganzen Afrobeats ist etwas, wo ja, Teil geworden ist von der Popkultur, was mich mega freut. Also, dass ein Kontinent auch musikalisch so die Farbe und die Pracht und die Tiefe kann bringen, was bis jetzt irgendwie noch nicht so Platz gehabt hat in der Popkultur. Du bist jetzt auch für das neue Album wieder in Brasilien gewesen, in der Heimat von deiner Mami. Allgemein hat man so das Gefühl, du näherst dich dort noch ein bisschen mehr an. Wie ist es aktuell für dich? Ja, wir haben mit dem letzten Album war «Way Back Home» gewesen. Und ich glaube, das war so 1.0 gewesen, und jetzt kommt 2.0. Also jetzt geht's, ich glaube, man setzt sich immer wieder mit so gewissen Themen auseinander und manchmal sind sie abgeschlossen und dann geht man zum nächsten Thema über. Und das mal spüre ich aber, das war wie der Startschuss gewesen, nochmal tiefer in ein Thema einzutauchen. Und ich habe das grosse Glück gehabt, der Lars Christen, Bonboy, ein junger Schweizer Produzent, wo unfassbar talentiert ist, schon dürfen auf die erste Reise mitzunehmen. Und jetzt merken wir, jetzt haben wir gesät über viele Jahre und jetzt können wir wie viel mehr ernten von dem, was wir irgendwie haben vorbereitet. Wir sind ja zusammen auf Brasilien, haben Rhythmik aufgenommen, genau. Perkussionisten und so. Und jetzt haben wir gemerkt, krass, jetzt dürfen wir einfach schreiben und drauf losschreiben und es entsteht sofort etwas. Es ist weniger anstrengend, als das letzte Album war. Du bist ja auch schweizerisch-brasilianischer Doppelbürger. Hast dich auch gerade in den letzten Jahren eben fest auch mit der Heimat von deiner Mami auseinandergesetzt. Siehst dich auch ein Stück weit als Botschafter, als Vermittler zwischen den Kulturen. Was braucht es für das? Ja, ich glaube,
es braucht für die Menschen, die Angst haben vor fremden Kulturen, braucht es vor allem gute Erlebnisse. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen, die es braucht. Und ich glaube, dort sehe ich mich am meisten als Botschafter. Also ich will, dass Menschen mich sehen, wissen, was ich für einen Hintergrund habe und wissen oder Erfahrung mit mir machen und mit meiner Musik und mit meinen Konzerten, die gut sind. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen, die ich machen kann. Darum verschliesse ich mich vor ganz vielem nicht, sondern versuche möglichst offen durch die Welt zu gehen. Ich versuche möglichst breit die Schweizer Bevölkerung irgendwie anzusprechen. Und ich versuche auch, Vertreter zu sein für die über 30% Menschen, die Migrationshintergrund haben, wo die Schweiz vielleicht im zweiten Weg zur neuen Heimat geworden ist. So. Und versuche, ein gutes Erlebnis zu schaffen. Gibt es auch die Momente, wo du wie eine Art Druck spürst, dass People of Color oder eben Migrationsmenschen das Gefühl haben, du müsstest doch ein bisschen für sie dich noch mehr einsetzen? Ja, also der Druck hat es schon gegeben. Oder es hat dann auch, und zwar eher in persönlichen Gesprächen, wo ich so das Gefühl hatte, ich muss mich so ein bisschen erklären gegenüber wirklich People of Color. Wo gesagt haben, du könntest nicht noch offensiver irgendwie drin rein. Und ich glaube aber, und das ist ganz witzig, mein Grosspapi war eine grosse Persönlichkeit, ein unfassbarer Mensch. Verdingbub, musste weg von daheim, wäre fast gestorben an einer Lungenentzündung, konnte kuren und hat nachher seinen Weg gemacht. Ein überdurchschnittlicher Mensch, der aber nie die Chance hatte, zu dieser Zeit zu studieren, in einer Schweiz gelebt hat, die uns fast nicht mehr bekannt ist und wo wir manchmal vergessen, wie viel Armut und wie viel Schmerz das die Schweiz irgendwie auch hatte, gar noch nicht so lange zurück. Und sich dann als Lokalpolitiker und Präsident vom Fußballclub und als Gemeinderat so Anerkennung geschaffen hat, dass er eine der grossen Persönlichkeiten ist von dem kleinen Dorf, Männendorf, wo ich herkomme. Und er hat mir dazu mal gesagt, versuch nicht politisch zu werden, sondern deine Musik und deine Art und für das einzustehen, was du willst, ist genug politisch. Und versucht er nicht. Und er hat immer so gefunden, er hat die besten Geschichten immer dann erreicht, wenn er sehr verbindend war. Und gerade wenn du Lokalpolitik machst, musst du musst immer eine Mehrheit schaffen. Und ich bin mir mega bewusst, dass ich nicht feig bin in dem, dass ich manchmal nicht radikaler auf etwas zuschlage, sondern dass ich ganz bewusst versuche, inkludierend zu sein und Menschen irgendwie mit meiner Musik, mit einem guten Erlebnis zu holen. Das hast du immer ein bisschen bei dir, so dein Grosspapi. Ich habe ihn bei mir, weil er gesagt hat, wird nicht politisch. Wird nicht politisch, weil du verlierst mehr Leute. Ich bin sehr politisch, wenn es um sachliche Geschichten geht. So. Aber ich merke ganz klar, auch meine Aufgabe ist eine andere. Hey, wenn wir jetzt zurückschauen, 20 Jahre im Musikbusiness, sehr, sehr lange Zeit. Was würdest du sagen, welches ist so die Zeit, die dir am meisten Spass gemacht hat? Oder du denkst, ja, das war auch richtig cool gewesen? Hey, ich glaube im Fall, am meisten geniessen kann ich es, glaube ich, jetzt. Also das hat teilweise mit der Erfahrung zu tun. Und ich jetzt nochmal wie in einer Phase bin, wo ich will es wie nochmal wissen. Also ich glaube, das ist das, was ich glaube, im Moment gerade erlebe. Ein Musiker sagt immer, ich bin noch nie so angekommen wie jetzt. Und das Lustige, wie stimmt das sehr wahrscheinlich für jede Phase. Aber es ist immer so +1. So. Es ist immer eins mehr. Und ich glaube, ich habe fest daran geschafft, dass ich mich je länger, je mehr gern bekomme. So, und für das einstehe, was ich bin und auch meine schwierigen Seiten lieber bekomme. So. Und das lässt einem musikalisch ein bisschen kompromissloser auf die Welt zugehen. So, es ist einem, vieles ist einem auch ein bisschen mehr gleich. Man will ein bisschen weniger gefallen und das kommt vielleicht ein bisschen mit dem Man nimmt
man nimmt immer noch Sachen fest wahr, aber es ist einem gleich für Sachen einzustehen. Und was ist denn das, was dich selber oder ein bisschen genervt hat, wo jetzt vielleicht ein bisschen mehr Verständnis hast für den Max Way? Zum einen bin ich ungeduldig, dann bin ich Perfektionist. Das ist manchmal gut, weil es einem wahnsinnig vorantreibt und man will immer besser werden. Aber manchmal steht es einem irgendwie im Weg. Manchmal will man etwas sein, wo man nicht ist. Manchmal will man noch von einem kleinen Teil, der einem nicht liebt, geliebt werden. Und das ist so viel Energie, die dort her muss, wo man dann muss sagen, ja, ist doch irgendwie gar nicht nötig. Und es ist so menschlich, oder? Ich glaube, es ist so menschlich, dass man dort, wo man dann nicht stattfindet, auch noch stattfinden will. So. Und ich glaube, je mehr dass man das dann loslässt, je entspannter wird es. Das ist ja schön, am älter werden, sagt man so schön. Ja, Ja, wenn man es dann wirklich so fühlt. Du hast ein KV gemacht in einer Werbeagentur. Dort war klar, dass es wichtig ist, dass man eine Marke ist, Wiedererkennungswert. Ich meine, das passt so fest auf dich, aber wie fest hat dir das beim musikalischen Weg vielleicht auch geholfen, das Wissen, das du dir geholt hast? Durch das, dass ich immer auch zu einem gewissen Teil Nischenmusik gemacht habe, ich sage das im Soul oder im Bereich World Music, so, und mich trotzdem in der populären Musik bewegt habe, also ich war immer Popmusiker, ist mir je länger, je mehr klar geworden, dass ich einen Wiedererkennungswert brauche, so, oder dass es wichtig ist, eine Marke zu werden. Und dann sind das meine Brillen und meine Frisur und meine Art, mich zu kleiden, ist immer, glaube ich, so zur Marke geworden. Und musikalisch habe ich aber immer ein recht breites Spektrum abdeckt in diesen 20 Jahren. Sei das, dass ich Englisch, Portugiesisch, Mundart, also dass ich eigentlich so ein bisschen auf... Das Filmen hoch, das hat man mir nämlich früher ab und zu gesagt. Der Max Way kannst du ein bisschen schlechter einordnen. Ein bisschen schwierig zum Einordnen, weil er so vieles kann oder eben macht. Und das stimmt. Das stimmt vor allem am Anfang. Und dann kommt aber der Trick. Wenn du es genug lang machst, wenn du genug lang, und das hat wirklich viele, viele Jahre gebraucht und viel Widerstand. Plattenfirmen, die gesagt haben, hey, hör mal auf, irgendwie, du dich auf etwas fokussieren, so, mach nur das, bis in dem irgendwie nur der Beste. So. Und jetzt habe ich aber so lange so vieles gemacht, dass ich heute wie die Freiheit habe, das zu machen. Und auch eine Generation wirklich heranwächst, wo es total in Ordnung ist. Und wenn ich so an eine Conchita denke oder so, wo in verschiedenen Sprachen singt und das total selbstverständlich macht, dann haben ein paar Leute vorher schon müssen irgendwie ein bisschen dafür kämpfen, dass man das darf. Und heute darf man es. Heute kann man es machen. Also man kann auch genug lange etwas widerwillig machen, dass es irgendwann aber gleich auch normal wird. Du hast es einfach gemacht, weil es du bist, weil du die Freude daran hast. Weil man hätte dich ja schon reinzwängen, so wie ich das ein bisschen mitbekommen habe, in eine bestimmte Richtung. Ja, aber das Lustige ist, richtige Wechseln auch, oder? Es ist, und ich habe aber wirklich auch gefunden, ich bin Kosmopolit, ich bin so aufgewachsen. Meine Sprache ist Musik und Musik kann in verschiedenen Sprachen sein. Also ich habe dem einfach nicht so viel Gewicht gegeben. Und durch das, dass man aber auch nicht immer zu 100% fassbar ist, hat es am Anfang den Nachteil, dass man nicht so eingeordnet werden kann. Aber dafür heute ein bisschen der Vorteil, dass ich nach 20 Jahren Musikkarriere eigentlich immer noch da bin. Und ich glaube, viele, die mit mir gestartet haben, sind heute nicht mehr da. Weil auch irgendwann mal alles gesagt worden ist, was man sagen konnte. Und ich glaube, ich gehe dem nach. Ich will nicht, und das ist die Gefahr, wenn man lange Musik macht, dass man zu Coverband von sich selber wird. Und das habe ich nie gewählt. Ich habe immer gedacht, so, ich will mich immer wieder, wenn es geht, neu erfinden. Und du hast gesagt, eben so deine Brille ist ein typisches Markenzeichen von dir, aber natürlich auch deine Umhänge, oder wie sagen wir das in der Fachsprache? Ja, jetzt neu, oder? Neu, deine Umhänge. Ja. Und du hast mir so etwas Herziges erzählt, deine Kinder, die lieben das auf der Bühne, aber nebendran weniger. Ja, das war lustig. Unsere Tochter Nala, die 12 ist, hat gesagt, Papi, ich liebe es, wenn du auf der Bühne bist mit diesen Kimonos und diesen langen Kleidern und so.
aber können wir schnell besprechen, was du am älteren Morgen anlegst? Dann habe ich gesagt, ja, also was willst du denn, dass ich anlege? Dann sagt sie, schwarze Hose, ganz normale Turnschuhe, Rollkragenpulli, einfach schwarz, schwarze Jacke, nichts, was auffällt. Ja, dann müssen wir lachen und natürlich respektiere ich das dann. Wie ist das gekommen? Also du sagst, in der letzten Zeit, du bist nicht von Anfang an so auf die Bühne gegangen. Jetzt, es ist wirklich, du bist auch mit einer dicken Winterjacke gekommen, also bis am Boden runter, viele. Jede und jeder, der dich getroffen hat, hat gerade irgendetwas zu dieser Jacke gesagt. Wie ist das so? Ist das natürlich gewachsen oder hast du gefunden, jetzt muss ich noch ein bisschen mehr Markenzeichen reinbringen? Ich glaube, man wird je länger, je mutiger. Oder? Und ich glaube, man muss sich selber ein bisschen mehr daran gewöhnen und man muss die Leute mitnehmen und Zuschauer muss man mitnehmen auf eine Reise. So. Und das hat ja angefangen schon bei Way Back Home, wo die Kleider bunter geworden sind. So. Und dann bin ich auf ein wunderbares Geschäft im Seefeld Gabriel gestoßen, wo in Südafrika bei einem ganz, ganz kleinen Label unter einer Designerin in Kapstadt so Einzelstücke macht, die so Umhänge sind. Und das ist, als ich das gesehen habe und so reingeschlafen bin zum ersten Mal, habe ich gewusst, das wird das neue Ich sein. So. Und das ist manchmal wichtig auch zum Nachvollziehen, wenn man in ein neues Projekt hineinsteigt und neue Musik macht, dann ändert sich häufig auch ein Teil vom Look, weil man dann wie für sich selber in eine neue Ära hineingeht. Und das hat mir, also mir macht es mega Freude. Ich habe immer schon ein Gefühl und ein Gespür für Mode. Und ich habe immer auch etwas gesucht, wo auch in die heutige Zeit hineinpasst. Es ist zum einen es steht auch für, es ist geschlechtsneutral, also es ist egal, wer es trägt. So. Es ist bunt, es ist farbig, es ist ein Einzelstück und es ist etwas, wo man gleich irgendwie zu einem gewissen Teil auch wieder so ein bisschen erfindet oder sich selber erfindet. Und es fällt auf? Ja, in dem Fall fällt es auf. Und es ist noch lustig, ich falle total gerne auf der Bühne und als Character, das gehört dazu. Es ist auch Teil von dieser Figur Mark Sway geworden. So. Und im richtigen Leben habe ich aber irgendwie, ich bin, glaube nicht per se ein extrovertierter Mensch. Jemand, wo mir sehr nahe steht, hat mich mal angeschaut und hat gesagt, es ist lustig, you are a outgoing introvert. Und ich habe das lange gar nicht so gecheckt. Ich habe zuerst auch nicht gecheckt, was er mir damit sagen will, bis ich gemerkt habe, doch, ich bin eigentlich per se eher ein introvertierter Mensch, der aber Spass daran hat, in den richtigen Moment gegen aussen sich zu kehren. Und dann vielleicht auch ein bisschen extremer als andere. Wobei der Mark Sway auf der Bühne, den erkenne ich in dir schon. Also das ist nicht einfach nur eine Figur, da ist sehr viel vom Stefan drin. Aber hat sich das auseinandergelebt, wie die zwei, die Bühnenfigur und du? Ich glaube, beide sind auch extremer geworden. Also das ist, ich habe in den letzten Jahren wie dürfen beide extrem ich habe das Spektrum erweitern auf beiden Seiten, sowohl auf der emotional, ich nenne es jetzt mal glücklichen und farbigen Moment und auf der anderen Seite auch so in der Melancholie. Und das Lustige ist, wie nah die zusammen sind. Ich weiss, und nicht lange her war einer von diesen Momenten, wo es geschneit hat und die Sonne geschonen hat so, und ich einen Spaziergang gemacht habe. Und es ist schon ein feiner Moment von Glückseligkeit gewesen. Und ich gleichzeitig gemerkt habe, shit, ich werde gerade ein bisschen traurig. Kennst du die Momente, wo du so glücklich bist, dass es... Und dann habe ich so gecheckt, wie nah die zwei Gefühle beieinander sind. Man hat immer so das Gefühl, das eine ist ganz links und das andere ist ganz rechts, so im Panoramafenster. Und du merkst aber, nein, eigentlich ist es gleich. Es ist gleich. Das eine löst wie das andere aus. So. Und was hat dich denn traurig gemacht in dem Moment? Hey, traurig, melancholisch. Ich glaube, es ist einfach es ist wie Geburt und der Tod ist die gleiche Tür. So.
Weißt du, so? Und ich glaube, das ist wie so, das eine geht in die Richtung und das andere in die andere Richtung. Und es ist wie so, es gehört zueinander. Und ich glaube manchmal, und das ist ja noch lustig, so im ersten Song, den ich rausgegeben habe im letzten Jahr, wo «Why» heisst, fragt man sich, warum müssen die schönsten Momente im Leben vorbeigehen? Warum ist es so? Und ich glaube, manchmal, weil man weiss, es ist gerade so ein schöner Moment, macht es einem traurig, weil man auch weiss, er geht vorbei. Und das macht dann aber auch wertig. Also das war ein schöner Moment für dich, das hat man gesehen. Du bist auch nicht allein gewesen. Das Bild habe ich auf Instagram gesehen. Deine Frau war dabei, Severin. Inwiefern ist sie involviert in all deine auch musikalischen Geschichten, deine Entscheidungen, sei es Outfits, sei welche Single rauskommt, Konzert? Wie fest redet sie damit oder wie fest fragst du auch? Was lustig ist, dass Severina ist so einer der geerdetsten Menschen, die ich kenne. So. Eine unfassbar natürlich angeborene, sehr selbstbewusste Person. Ohne dass sie das jemals muss zeigen oder spielen oder was auch immer. Und was witzig ist, dass sie immer ein sehr klarer Gradmesser ist, wenn etwas drüber ist oder nicht. Also für mich ist sie immer darum, ich bespreche vieles mit ihr, sie schaut, ich nehme sie mit auf die Reise und ich weiss, als ich zum ersten Mal mit so einem Umhang heimgekommen bin, so mit einem Kimono, und sie mich anschaut und sagt, hey, abgefahren, aber du kannst es wirklich tragen. So, und es fühlt sich natürlich an. Und das ist schon ein Sparring-Partner, jemand, wo ich sehr gut kenne, wo nicht nur meine Frau ist, sondern irgendwann mal wird man, je länger dass man zusammen ist, wird man auch zu richtig guten Freunden. Und auch in so einer Beziehung kommt verschiedene Facetten über. Ich glaube, das geht gar nicht anders, sondern man kommt verschiedene Kleider, die man dann innerhalb von so einer Beziehung auch anlegt. Und auch das wird ausgeprägter und auf irgendwie intensiver in vielen Bereichen. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Vieles in meinem Leben ist intensiver geworden. Und in den verschiedensten Bereichen hat man so ein bisschen zugelegt. Severina ist ja schon lange an deiner Seite. Du hast auch ein Lied für sie geschrieben. Und gerade das, was du jetzt sagst, so intensiver Wort. Ich habe so das Gefühl, also es klingt jetzt zum Teil ein bisschen melancholisch, über was wir auch alles geredet haben. Vielleicht weniger die Leichtigkeit, die man von dir, von der Bühne kennt. Und gleich so von dem, was ich spüre, ist es so etwas, du bist richtig noch mehr angekommen wie auch schon. Du würdest das beschreiben? Ja, weißt du. Also du bist richtig an einem guten Ort im Moment. Ich glaube, was etwas pur macht, ist, dass man es nicht wertet und dass man es zulässt. Und ich merke die Momente von, wenn du musst es, ich sehe es häufig so wie eine Waage, oder du musst wie beide Seiten akzeptieren und zulassen, dass sie richtig wahrnehmen kannst. Und dass es ein Gefälle gibt, das ist in der Musik genau das Gleiche. Wenn du ein lautes Konzert spielst, musst du irgendwann einmal einen Cut machen und es ganz leislich werden lassen. Schon dass du überhaupt spürst, das ist jetzt leislich, das ist ganz fein, ich muss mich auf einmal wieder anstrengen, zuzuhören. Und dann wird es wieder laut. Und ich glaube, so die Fallhöhe musst du im Leben haben, dass die Gefühle kannst wahrnehmen kannst. Und das ist, glaube ich, der ehrlichste Umgang damit, dass man Gefühle, ich glaube, du kannst nicht glücklich sein, wenn du nicht den melancholischen und traurigen Teil in deinem Leben genauso zulässt. Und man kann nicht A oder B, man ist immer beides. Und wie fest hat das Gefühl jetzt auch, oder was du auch beschrieben hast, damit zu tun mit dem traurigen Verlust von deinem Brüder? Ich glaube, das hat mit zu tun. Das hat mit zu tun, dass man extreme Erlebnisse einem noch mehr zwingt, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ich glaube, per se hat der Tod von meinem Bruder ein Grenzerlebnis, das jeder Mensch irgendwann früher oder später schmerzhaft muss kennenlernen muss, ist ein Teil des Lebens. Und eine von den krassesten Sachen ist, dass es
dass alles vergänglich ist. Dass alles geht. Es kommt und es geht. Und dass man akzeptiert, dass es weh tut und dass es unfassbar schmerzt und dass man das auch nicht umgehen kann. Man kann es auch nicht über kognitiv und intellektuell kann man das nicht. Man kann es zwar wissen und man kann es annehmen, aber der Schmerz ist ein Gefühl und du kannst es nicht mit dem Kopf lösen, sondern du musst durch das Tal, egal wie schmerzhaft das ist. Und das hilft, glaube ich, uns Menschen, dass wir, je mehr dass wir das machen, dass wir mit dem lernen, irgendwie umzugehen. So. Hat für dich in dieser Zeit, du hast gesagt, du hast eben den Song über ihn geschrieben, wo dich auch selber sehr berührt hat, also wo du dich sehr verletzlich zeigst. Inwiefern hat dir denn auch Musik in dieser Situation geholfen? Musik ist, glaube ich, immer ein Kanal, dass man ich glaube so, das klingt jetzt mega kitschig, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich Musik mache, bin ich mit dem Himmel ein bisschen näher verbunden. So. Weil ich dann überhaupt nicht studiere, sondern eigentlich nur, ich lasse wie Flüsse. Und manchmal habe ich wie so das Gefühl, es singt. So. Das sind so die Momente, wo ich das Gefühl habe, da gebe ich wie ab und dann fließt es durch einen durch. Und das sind die schönsten Momente. Das ist dann, wenn nur das Gefühl ist und überhaupt kein Kopf ist und dass man sich nicht überlegt, wer bin ich, wer möchte ich sein, sondern man ist. Und dann ist man so fest in der Gegenwart, dass es darum, Musik, finde ich, hat irgendetwas durchaus Heilendes so für mich. Immer gehabt. Immer. Und das ist einfacher als Musiker. Ich glaube, das ist der schönste Punkt, warum ich heute nach so vielen Jahren immer noch gerne auf die Bühne raufgehe und das mit Menschen teile, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, das ist am meisten Gefühl und am wenigsten Kopf. In dem Moment, wo du auf der Bühne stehst und eben das kommt, das einfach fließt. Ja. Hey, du hast mir vor ein paar Jahren mal einen Satz gesagt, den ich seitdem so manchmal schon zitiert habe, weil ich ihn so unfassbar gut finde. Weißt du was? Ich kann mich daran erinnern, wir haben in einem Gespräch, das wir zusammen hatten, war der Satz, das Leben ist ein Geben und ein Bekommen und nicht ein Nehmen. Ja, irgendwann einmal ist mir das, ich glaube so, es gibt einen Kreislauf, oder? Und Geben hat etwas Wunderschönes, so. Und ich habe immer so gefunden, nein, das ist irgendwie, fühlt sich das falsch an. Das ist komisch. Es ist nicht ein Geben und ein Nehmen, sondern man gibt. Und das Gegengewicht ist, dass man überkommt. Manchmal gar nicht von der gleichen Person, manchmal nicht unmittelbar so. Und ich merke im Fall, dass für die meisten Menschen bekommen viel schwieriger ist als geben. Weil es viel persönlicher ist. Weil man sich viel mehr muss öffnen, dass man bekommt. Und geben ist ein Akt von, da ist es viel einfacher, da kann man grosszügig wirken und so weiter. So. Aber überkommen und wirklich auch dürfen annehmen, so, finde ich, macht den meisten Menschen viel mehr Mühe. Wie ist es bei dir? Genau gleich. Ich gehöre auch zu denen. Ja, weil man sich viel mehr öffnen muss. Wenn man bekommt, muss man sich viel mehr darauf einlassen. So. Und man muss aber auch fair sein und den Menschen, die einem etwas geben wollen, die Chance geben, dass sie das dürfen, den Akt vollziehen, finde ich. Hey, Max, ich könnte ewig mit dir weiterreden. Es ist einfach, wie sagst du, wie vorher, wie bei der Musik. Es läuft einfach. Und es ist ja ein Jahr, das auch für dich noch einige Highlights hat. Also unter anderem dein Album. Also einen Song kennen wir, «Why?». Und dann auch «Sing meinen Song». Was ist so das, auf was du dich jetzt so gerade am meisten freust? Hey, ich freue mich auf «Sing meinen Song», der jetzt im Frühling kommt. Und wir gehen im Herbst auf Tour. Ich freue mich einfach wieder zu spielen, mit neuer Musik draussen zu sein. Ich freue mich, euch da draussen alle wieder persönlich zu sehen. Es ist wirklich... ich kann euch sagen, nicht weil es mies ist, aber es ist ein tolles Album, wo gleichzeitig in die Füße und ins Herz geht. Und ich freue mich total, das live zu spielen.
Freuen wir uns drauf. Wenn es genau rauskommt, ist jetzt noch nicht klar, aber es wird Herbst. Es wird Herbst und es wird, die ganze Tour steht jetzt schon. Und ja, ich freue mich auch an diesen Live-Konzerten und an diesen paar Open Airs, die wir machen, zu sehen. Hey, Max Wey, danke für den Besuch. Und wir haben noch einen Song. Welchen sollen wir noch spielen von deiner grossen Liste mit Lieblingssongs? Von einer unglaublich begnadeten und wunderschönen Stimme und Persönlichkeit. Es ist ein Konzert, das ich letztes Jahr gesehen in Zürich von den Kings Elliot, wo ich auch so das Gefühl habe, das ist Musik, wo mir ganz fest ans Herz geht. Kings Elliot, auch SRF 3 Best Talent. I'm getting tired of me. Gut. Ja, Jetzt auch wieder so wie vorher. Nichts mehr sagen, einfach Musik geniessen. so ist es. Danke vielmals fürs Gespräch. You can just turn out the lights, but I never get to say goodnight. Yeah, I'm fighting fires all the time. You know that I'd escape it if I could. I have to call this prison home, with a riot out of my control. While you will always come and go, if you can get away, you've got it good. Watch everybody run till I'm the only one. The leaves will go brown when they're done being green. They'll fall to the ground when they're tired of the tree. But there's nowhere to go when I'm getting tired of me. Ooh, you can just block out the sound of the storm above me crashing down. And the wine won't make it better, but I always think it might. Drink until I don't remember, till I'm out my mind. Watch everybody run till I'm the only one. The leaves will go brown when they're done being green. They'll fall to the ground when they're tired of the tree. But there's nowhere to go when I'm getting tired of me. Ooh, tell my devil, under the bed of the ocean is where you'll find me. And you I'll cradle. I'll never run from the hell that I hold inside. 'Cause the leaves will go brown when they're done being green. They'll fall to the ground when they're tired of the tree. But there's nowhere to go when I